Im Namen des Herrn Jesus. Ich möchte noch morgens reden über die zwei Stammen, von wo wir herstammen. Wenn wir somebody begegnen, was wir nicht kennen, dann fangen wir bald an zu forschen, wer sie sind und wer ihre Eltern sind. Wer ist dein Vater und wer ist deine Mutter? Und dann probieren wir nur zu filmen von welchem Stamm die kommen. Weil die Bibel redet auch viel von Stamm. Und wir lesen dort Josef und Maria, was Jesus seine Mutter war. Josef und Maria, die kamen alle beide von David, sein Stamm. So viele hunderte Jahre können sie ihren Stamm nur filmen, was an David. So dort wo wir, was die Bibel sagt, dass Jesus wird David sein Sohn genannt worden. Er wird Nachkommen von David. Weil die Bibel sagt uns, dass wir sind auch alle Nachkommen von zwei Stammen. Und wir wollen uns ein bisschen betrachten, wie Gott sein wird. 1. Korinther 15, Vers 22 sagt dort, so ist in Adam alle Menschen gestorben, so kommen sie auch durch Christus waren alle zum Leben. Alle von uns stammen von Adam. Und er sagt dort, die wird von Adam herstammen, die werden alle sterben. Aber er sagt auch, er redet hier von den Gläubigen, er sagt, wir stammen von Christus, und in Christus, wo wir alle leben. So von den einen Stamm, der lädt zum Tod, der andere Stamm, der lädt zum Leben. Und das ist wichtig, dass wir dort verstehen, dass wir sind noch nicht vollkommen, wir haben noch nicht alles erregt, was wir an Christus haben, was als an Christus versprochen ist. Das haben wir noch nicht alle gekriegt. Wir sind noch nicht an der alle angegangen, was Gott für uns reingemacht hat. Wir haben von der viele Lehrer und viele Harchen und viele verschiedene Lehrer und viele Lehrer von der die lehren dort, wenn du in Christus bist, dann sollst du nicht krank sein, dann sollst du nicht arm sein, dann soll dir das Schein gehen. Und wenn du arm bist oder du krank bist oder somehow du ein Armlaufen hast in deinem Leben, was du nicht schein gehen, dann ist das nicht aufrichtig. Aber wir werden von der sein, wie Gott sein wird, dort, willst wir noch ein Part von den Stamm von Adam sind, wie noch in dieser Welt leben, dort diese Dinge, die ich just erwähnt habe, die sind im Port von dort Leben. Wir haben noch nicht dort geerben, was uns versprochen ist. Wir haben noch ein bisschen Anteilung davon gekriegt. Und in dit Leben erfahren wir diese Dinge, und dort ist ganz normal, dort erfahren die Unchristen, so gut als die Christen auch. Du hast einen Unterschied, aber wir erfahren die beide. Wir sind alle von den Stamm von Adam, und was er sagt, die wird von Adam herstammen, die sterben alle. In Galater 3, Vers 22 sagt dort, die Schrift übersagt, dass die ganze Menschheit von der Sinn beherrscht wird. Dort durch Glauben können gejäft werden, was die versprechen wir, die an Jesus Christus glauben werden. So durch den Glauben an Jesus Christus habe ich eine Versprechung, was noch kommen wird, das ist noch nicht fertig, aber das, wir haben das noch nicht empfangen, noch nicht alles, aber das kommt. Und wir warten da ab, wir lernen da ab am Glauben. Johannes 1, Vers 12 sagt er, über all die Arm annehmen, und an seinen Namen glauben, gib er die Macht, Gott seine Kinder zu werden.
die uns sein Namen bleiben, die hat heute die Macht, Gott seine Kinder zu werden. Und dann nur Epheser 1, Vers 13. Du sagst es so, und so wird es auch mit Jünd, die jede Wahrheit gehört haben, wodurch je gerat worden in und am Glauben. Die tekent Gott, oder dann tekent Gott Jünd mit den Helden jetzt. Dass er als die Wahrheit hielten und die Wahrheit glaubten, dann sagte, dann war die mit den Helden jetzt versiegelt, so dass es ein Beweis ist, dass die seine Kinder sind. Zum Beispiel, ich habe hier in Quark, wenn du einen Brief wegschicken, dann musst du einmal identifizieren, wer du bist und wo der Brief hin soll. Und dann musst du einen Stamp non-gedaan. Das Stamp wird non gedaan und das ist ein Beweis, dass der Preis betalt ist, diesen Quark durch Hand zu nehmen, was der Adresse hier ist. Solange aus das Stamp du ist, und du hast einen Stempel ewig getan, dat meint das anerkannt, das Stempel, der Stamp, der ist valid, der ist genug, der ist betalt, zum diesen Brief durchbringen, wo der Hand soll. So sagt er, so wie, wir sind gläubig geworden und Jesus Christus, er hat seinen Stamp an uns non getan, und dat der Stempel, dat versiegelt mit den Helden, jetzt, dat die Tolling als angenommen bei Gott, in das Quark, was durch angenommen worden, was das Adresse sein wird. Hier soll der jetzt uns genommen haben. Das wäre wir sind. Der Adresse ist der Himmel. Der Platz, wo Jesus ist. Er sagt, ich will weiterkommen, ich will je holen, wo ich sehe, dass die auch durch sind. Wir sind versiegelt und wir sind auf dem Weg, nur diese Adresse. Aber wir sind noch nicht durch. Und dort ist sehr wichtig, dass wir dort verstehen, dass wir anerkennen, so dass wenn wir Schwierigkeiten erfahren in das Leben, dass wir da nicht confused worden, dass wir da nicht abgeben und mutlos worden und sagen, ich doch nu wird alles gut gehen. Weil je ab den Weg durchhauen, du wirst noch Troubles sein. Wir wollen Troubles erfahren, das kann es sein nicht. Das hat Jesus uns sagen, das ist sehr klar, und er mir uns reiterführen, aber er sagt, aber ich sehe nicht jünd. Ich habe meinen Stempel, mein Siegel an jünd getan, die gehören mir an, und ich sehe mit jünd, ich selbst nehme jünd zu haben, aber wir sind noch nicht da. Wir haben noch mal bloß im Glauben gefühlt und angenommen, dass es so ist, dass er versprochen hat und dass er das wird ausführen. In 1. Johannes 3, Vers 2 sagt er, liebe Freund, wir sind nu all Gott seine Kinder. Dort ist aber noch nicht von Tag gekommen, was wir nu her sein wollen. Wir weiten über, wenn er kommen wird, dann wollen wir so sein, als er ist, und wir wollen am so sein, als er ist. Habt ihr verstanden? Wir sind nu all Gott seine Kinder. Wir gehören am an, er hat seinen Stempel ab uns abgetan. Wir gehören am an. Er hat uns all die Adresse all abgetan, wo wir hin sind, wo wir hin sollen. Und wo wir hin wollen, wo er ist. Aber noch sind wir nicht durch. Er sagt, es ist noch nicht Verdacht gekommen, wir haben noch nicht ganz voll von der, was wir sein wollen. Er sagt, es ist noch nicht Verdacht gekommen. Und so nu in dieser Zeit erfahren wir Schwierigkeiten. Wenn wir uns einen Aufschnitt lesen, 1. Korinther 15. Ich würde einen Schriftverse lesen. 1. Korinther 15, wir fangen an von Vers 45.
1. Korinther 15, fang an mit Vers 44. Sagt er, so geschrieben steht, der erste Mensch, Adam, wird in Leben gesäult, und der letzte Adam wird jetzt, der lebendig merkt. Aber der geistliche Körper wird nicht der erste. Erst wird der fleischliche und dann der geistliche. Der erste Mensch wird von Stoff und von Erde, der zweite aber vom Himmel. So als die von Erde gemerkt ist, sind auch die anderen, die von der Erde stammen. Und so als der himmlische ist, sind auch die vom Himmel stammen. Sie sehen hier die zwei Stämme, von Erde und vom Himmel. Wir stammen von der Erde durch Adam, aber an Christus stammen wir nun von Christus, das vom Himmel. In der erste, wo wir von Adam her stammen, dann sagt er, das kommt erst. Der zweite Körper, was vom Himmel ist, der wird lauter kommen. Aber nun wohnen wir noch in den irdischen Körper, wo der von Stoff gemerkt ist, wo durch Krankheit leiden hat, wo durch Schwierigkeit erfahren hat, wo durch Weidel hat, wo durch Trouble hat in das Leben. Wir sind noch in den Körper, wo der von Stoff und von Erde ist, wo der geflucht ist. Und da werden erfahren wir die Dinge, die wir erfahren tun. Seite Vers 49, so als wie den, der von der Erde ist, lignen, so wo wir auch den, der vom Himmel ist, lignen. Dort bemerkt er, sagt er, so als die, die von der Erde ist, die da wir nu all lignen. Was er, die, die von dem Himmel ist, den wo wir noch lignen. Sie, das ist die Zukunft hier. Das ist der geistliche Körper, nicht der physische Körper, was von ihrem Stoff gemerkt ist. Vers 50, aber Brüder, das sei erkühnt, Fleisch und Blut können nicht in Gott direkt ankommen. Und was verwesen kann nicht dort unverweslicht werden. Hört mal her, ich sage Ihnen ein Geheimnis. Wir wollen nicht alle sterben, wir wollen über alle verändert werden. Er redet hier von der Endzeit, wenn Jesus plötzlich wird weichkommen, die, die gläubig sind und danach leben, die wollen plötzlich verändert werden, die wollen nicht sterben, das ist das andere. Aber hier sind doch alle gestorben, und wenn Jesus ihnen weiterkommen, noch vertragen hat, dann wollen wir auch noch sterben. Aber wenn sie weiterkommen, was sind in der Zeit, wo wir noch leben, dann wollen wir plötzlich verändert werden, sagt er hier. Sagt er doch, wird plötzlich kommen, in einen Augenblick, wenn der letzte Trompet bloßen wird, die Trompet wird geblost worden, und die Todes werden abstehen, unverweslich, und wir werden verändert worden. Dort ist so, das, was verwesen kann, muss dort antreten, was nicht verwesen kann. Und das, was sterben kann, muss dort antreten, was nicht sterben kann. Aber wenn das, was verjährt, dort antreten wird, was nicht verjährt, und wenn das, was stirbt, dort antreten wird, was nicht stirbt, dann wird dort wirklich so sein, als es geschrieben steht, der sich hat den Tod abgeschluckt. Das ist noch in der Zukunft. Das ist noch nicht unsere Erfahrung. Unsere Erfahrung ist, gerade nu, dass wir noch in den stofflichen Körper leben. Der stoffliche Körper, weil sie in dieser Welt lebt, und was noch unter den Fluch ist, muss der Körper leiden, und der hat Trouble, und der wird mit der Zeit sterben. Und das ist something, was über alle Menschen kommen wird, über die Ungläubigen, so Gott als über die Gläubigen.
Sie sind bekannt mit der Geschichte von Elisa. Elisa wie ein Mann Gottes, in wem Gott hat seinen Jes verfall uitgegoten mit einer gewaltigen Kraft. Er hat den doppelte Mut von den Jes Gottes, was Elia hat. In Elia, sterflich, er war bis ab und ab im Himmel, aber Elisa, was nur am Schein, der hat den doppelten Mut von den Jes Gottes an sich, und er sagte, er war krank und starb. You see, Gott hat das so angeführt, Gott hat das so bestimmt, dort wie alle sterben müssen, und nur dem dort gerecht. Keiner kann den neuen Körper, den ewigen Körper, den, was nicht sterben wird, was nicht vergehen wird, den Körper antragen, aber diesen Körper, diesen irdischen Körper, stofflichen Körper, ist aufgetragen hat. So hat Gott das für sein. Und solange wir in diesem Körper wohnen, wo wir Trübsal, Krankheit, Schwierigkeiten, Weidau und all diese Dinge erfahren. Als die Menschen probieren zu verstärken, die probieren zu verlieren, die probieren zu bedeuten, und seien es erstlich so. Aber Eier oder Lothar erfahren sie das doch, dass das erst war. Dann dreht nu Hebräer Kapitel 2. Hebräer Kapitel 2. Und ich will die ganzen Kapitel lesen. Hebräer Kapitel 2. Paulus deed Timotheus sehr abmunternd, dass er soll nicht hängen lassen, in die Gemeinde das Wort zu lesen. So von der wollen wir eine Schrift lesen hier von der. Hebräer 2, fang an von Vers 1. Sagt er, da müssen wir uns so viel ernster und dort holen, was wir gehört haben, dort wir nicht davon aufkommen. Dort wird, dort Gott durch Engel reden deut, wir all ganz bingend, und wer dort nicht hält, in Ungehorsam wir, kriegt der verdiente Struf. Welcher wir dann rechnen damit, was zu kommen, wenn wir so ein großes Erratungswerk nicht achten, dort uns erstens vom Herrn selbst gepredigt wird und dann von der bestätigt wird, die am Reden gehört haben. Dort wären die Apostel, die Jünger. Und Gott selbst hat dort auch bestimmt, durch Tekens und Wunder und verschiedene Wirken von Kraft und durch dort Utteilen von den Helden Jes, so als er dort will. Die kommende Welt, von der wir reden, hat Gott nicht die Engel unterordnet. Dort hat er über wer eine Schrift gesagt, dort ist der Mensch, was ist der Mensch, dass du an ihm denkst? Und die Menschen sehen, dass du für ihn sorgst. Du hast ihn, dort meint, hier redet von Jesus, du hast ihn in Stadt geladen, Lehrstunden aus der Engel, aber hast ihn mit ihr in Herrlichkeit gekrönt. Und wird dort gesagt, was deine Hände gemerkt haben. Du hast alles unter die Feit gelegt, aber daran, dass er an alles unter die Feit gelegt hat Gott nicht gelassen, dort nicht unterdonen ist, aber noch sei wie nicht, dort alles unterdonen ist. Bemerkt dort, wo noch 3 kommt noch. Wann er auch in Stoutje leerstund aus der Engel, sei wie Jesus nu mit ihr in Herrlichkeit gekrönt. Dort ist dadurch, dass er den Tod geleden hat. Gott seine Gnade will dort so, dass er für alle Menschen den Tod schmecken muss. Gott verdient alles
en durch den alles is, wil dat zo. Dat hij den, die veel Kinder tot de Herrlichkeit geführt heeft, in den Anfang davon gemerkt heeft, durch Lieden vollkommen mög. Bemerkt hier, dass Gott hat sich den gewählt, den Anfang merken. So, das ist noch nicht vollendet. Sagt er, Jesus, der geherrlicht in den Menschen, die geherrlicht wurden, stammen beide von den selben Vater. Durch wen schmeckt Jesus, oder schämt Jesus sich auch nicht an Brüder zu nehmen. Und er sagt, ich will meine Brüder mit den Namen bekannt machen. In Midden einer Gemeinde, die singen und loben. Wieder sagt er, ich will mein Vertrauen auf die Sachen. Und wieder, hier sehe ich in die Kinder, die Gott mir geschenkt hat. Und gerade so als die Kinder Fleisch und Blut haben, hat das auch für sich angenommen, durch seinen Tod wird er durch den bösen Feind kraftlos merken, der bat dann die Gewalt über den Tod hat. Und damit mögt er die frei, die ihr Leben lang an Todesfurcht versklavt werden. Er kümmert sich nicht um die Engel, aber um Abraham seine Nachkommen. Dabei muss er in alles so werden als seine Brüder, dass er voran in seinen Dienst für Gott in Treue in erbarmender Hohepriester sein kann, in die Sünden von den Menschen wahrnehmen. Weil er selbst gelitten hat und versucht worden ist, kann er die helfen, die versucht worden, und wir können es sein, in was wir leiden tun. Hier sehen wir, dass Gott Menschengestalt annehmen wird, und er wird so als wir. Er wird so als Mensch, und als er als Mensch wird, erfuhr er, was wir erfahren tun. Traurigkeit, Schwierigkeit, Weidel, en al die dingen, even dood, lijden, al die dingen, wat we ervaren, en dat hij ook ervaren, zodat hij kan een goede hogepriester zijn, wat met ons metvallen kan, en wat ons helpen kan in al onze leven. Zolang als Jezus en den fleischlichen Körper wir, wo hij geboren wird, als hij van Maria geboren wordt, dat hij krijgt zo lijden als nu en ik doen fleischlich. En hij ging dat durch, omdat hij ons verstaan kan en ons helpen kan in al onze leven. En het zegt dat God wil dat zo, dat hij aan volkomen mag durch lijden. Wir gleichen nicht Lieden. Wenn wir Lieden tun, dann check wohl futsam heran, wo hast du ein Weich rüht? Wo hast du eine Perl, was dir so weiter was wegnehmen? Wo hast du einen Doktor, was da was rot hat, mir das so weiter wegnehmen? Ich will nicht weiter. Weiter in Lieden ist ein Port von das Leben. Von das Leben, wo wir nu körperlich und das fleischliche Körper wird von jedem Stoff gemerkt, das beim Wohnen dann. Aber was je dort als bloß von der Karte Tiet. Kriegst so als Jesus Wort von dort erleist, als er ihr gestorben hat und war abstoßen hat, dann hat er in nie Körper, der hat nicht leiden, der hat nicht weiter, der hat nicht so eine Troubles als die haben, der will nicht unter den Fluch,
was die sind, was du ein Körper von jedem Stoff leben tun, so sei vorher dein. Er hat nie einen verherrlichten Körper. Und er sagt, so wird er uns auch geben, wenn wir schworen abstehen, wenn wir schworen oder worden in seine Gegend, wo dann geraubt worden. Aber was dann? Was wird unsere Erfahrung sein? Aber er hat das selbst erfahren, sodass er uns trösten kann, wenn wir durch diese Umstände gehen. Wenn wir diese Dinge erfahren, dann kann er uns trösten, wie es er versteht uns. Er ist auch durchgewesen. Er weiß, was er meint. Und er tröstet uns damit, dass wir nicht verlangen sind. Er sagt zu seinen Jüngern, die wollen mir noch ein Karstadtje sein, und dann wollen ihr mir ein Stadtje nicht sein, und dann wollen ihr mir wahrer sein. Er tröstet damit. Und er sagt, wo ich hingehe, dass ihr bekannt wird, den Weg weit je, und ich komme weiter. Und wenn ich weiterkomme, sagt er, wo ich könnt, mitnehmen, sodass ich auch kann durch sein, wo ich sehe. All diese Dinge hat er uns versprochen, uns zu trösten und uns zu helfen, hier durchzukommen und durch das Leben, wo wir leiden, in Port von unserer Erfahrung ist. Das schaffen wir nicht ran. Das schaffen wir nicht vorbei. Einige leiden mehr als andere, aber alle, da wir leiden. Das ist Gott sein Plan. Es sagt, dass seine Gnade will das so, dass Jesus leiden wird. Wo wir ihn? Wer ist wir leiden wird. So dass er uns verstehen kann, dass er uns trösten kann, dass er uns helfen kann in all unsere Trübsal, in all uns Leiden. Der Apostel Paulus redet einmal von, wo er leiden wird für Christus. Wo er leiden wird an seinen Körper. Und wo Gott eben hat eine Krankheit an seinen Körper lassen ankommen, wo er dreimal besonders beten, dass Gott alle wird wegnehmen. Und Gott sagt, nee, ich will das nicht wegnehmen. Ich habe eine Ursache dafür. Das ist nicht im Gauden. Aber ich will dir genug Gnade geben, Tag für Tag dort zu trauen. Als Paulus dort ansagt, als er die Antwort kriegt, dann sagt er, nu freue ich mich, freue ich mich even zu dieser Krankheit. Sagt er, dass wir in dieser Schwachheit, als Christus seine Kraft nu vollkommen geworden an mir, Christus seine Kraft bewies sich an mir durch meine Schwachheit. Er sagt uns nicht, was seine Schwachheit wir, was das schwer merken wird, aber wir haben vielleicht einen kleinen Hint, was das könnte was sein. Als er einen Brief schrieb, der da in die Kirche, dann seht er, wo die hatten Mitleid gehabt mit ihm, und ihm geholfen hat, und sagt er, und wenn wir mehrliche was, die wurden haben jene Uhren utgereden in mir gegeben. Sagt er, so ein Mitleid, so hat die für mich. So vielleicht hast du das sein, so er schlecht wird, dass er mäßig sein kann. Aber ein anderer steht, als er einen Brief geschrieben hat, sagt er, guck mal, das Wort von einer großen Lad drin, ich habe eine Jüngst geschrieben. Der meiste von dem Brief, wenn ihr das einlesen, dann sagt er, das ist der Brief von Paulus, geschrieben von der Hand, und dann die hat er den Namen, wer der für ihn geschrieben hat. Hat er das sagen und die schreiben das durch. Weiß nicht, aber wir wissen, dass Paulus erfuhr, Krankheit, Weidau, Schwierigkeiten, nicht nur bloß da, aber seine Mitarbeiter auch. In einem Brief, was er geschrieben hat, sagt er, mein deiner, ich glaube wie Timotheus, hat er den Hack an der Stadt gelassen, krank. Würde er denn nicht heilen? Wird er nicht genug Kraft? Gott hat einen Zweck dafür. Wird Gott arbeitet durch alle verschiedenen Dinge, die in dieser Welt sind. Durch Weidau, durch Krankheit, durch Schwierigkeiten,
Wo viele Menschen haben je von gehört, wo sie dann zum Glauben gekommen an Jesus Christus, wenn sie eine große Schwierigkeit werden. Sehr viel von uns wollen nicht, was durchkommen, dass wir uns Gott übergeben, was wir dort ist verlieren, was wir viel wirtschaften dann, wo wir abbühen und wo wir es abverloten dann. Ich komme zum Glauben an Jesus Christus, ich gebe mir Jesus Hand, als ich sage, wo mein Freund dort ging, als er zu Tod kam. Das war meine Warnung. Viele, durch Krankheit, durch Schwierigkeiten, drehen sich nach Gott. Viele würden nicht zum Glauben kommen, wenn es nicht wir für something, was Gott hat in ihr Leben nennen kommen. Nicht nur bloß dort, aber als Christen, Gott braucht Limitations, so als Krankheit, in Schwierigkeiten, in alle Sorten Dinge Trouble, was uns Körper Trouble tun, um uns geistlichen Charakter abbühen. Danach, Gott braucht unsere Limitations, in unsere Troubles, die wir haben, in Krankheiten und so weiter, um uns eine Upne der geben und unsere Menschen erleben nennen. Wenn ihr das zweites Mal gehört habt von Johnny Erickson Tara, sind wir von 17 Jahren alt gelähmt. Und das ist ein Vorstell. Das ist 14 Menschen gekommen und wollen verarbeiten, sagen, wir wollen hängen bleiben, wir wollen beten, dass Gott die abrichten. Wir wollen Gott soll Wunder tun an die. Wisst ihr, was ich sage? Wenn ich einen gesunden Körper habe, keiner wird von mir gehört haben, bitte vielleicht ein paar Menschen dran mich. Ich würde nicht die Gelegenheit haben, das Evangelium mitzuteilen, in die Gnade Gottes mitzuteilen, was an mir wirken wird, an meine Troubles mir jeden Tag helfen wird und mich drehen wird. Ich würde dort nicht können bezeugen, wenn das nicht für das wäre, was zu mir passiert ist. Viele von Ihnen sind bekannt mit dem Mann, der der Nick heißt. Ich weiß nicht, was die letzte Namen ist. Hat keine Arms und keine Beine. Wer würde nur den horchen, wenn der einen ganz geroden, gesunden Körper hat? Sehr wenig. Sehr wenig Menschen würden nur den horchen. Aber nun bewundern sich, wo ist dort möglich, dort ein Mensch, der so einen Körper hat, was der, der mir halb durch ist, was sich selbst lang nicht in alle Wege halten kann, und es auch zu bewundern, was er noch kann, dass so ein Mensch kann froh und mutig und dankbar sein und andere Mut sprechen, was ein gesunder Körper hat. Wird je so schafft dort und Gott sein Dreck. Gott sagt, ich will mich dort, wo du nicht ist, dort, wo du schwach ist, dort, wo du nicht angesehen ist von der Welt, dort, wo du in unsere Augen nicht gut lässt, sagt er, ich will mich dort, um mich stark zu beweisen, sodass mein Name verherrlicht wird. Wo viele von denen, was wir finden, in Gott sein Wort, was Gott roepen deed, der hat einen vergeben, so Moses. Ich habe Trouble mit reden. Warum wirst du mich schicken? Schick meinen Bruder. Wat je Gott will, dat so tun, dat het sehr klar zu sein ist, wer du hängen ist. So dass kein Mensch die ihr Wort nehmen dafür, dass keiner sich Wort abheben über den Nächsten, und das wird der Paulus auch gesagt, weil Paulus hat sehr große Offenbarungen erfahren. In fact, das sagt, haben wir nicht genommen worden im dritten Himmel, das ist, wo Gott wohnt. Und haben wir Dinge offenbar worden, was gewöhnliche Menschen nicht für offenbar worden, und sagt er, dass ich nicht stolz werde, dass ich mich nicht gut abheben über andere Menschen. Wenn es eine große Offenbarung, was mir gegeben wird mir das Stachel am Fleisch gegeben. Diese Krankheit, von dem wir, was am Trouble deed.
En du leeft hij met de eeuwige deel van zijn leven. Nou, dat hij dat terughouden van werkelijk voor God arbeiden? No. Dat deint door touw. Dat hij God kan werkelijk dienen. Dat God zijn kracht en arm en derg arm wordt te zijn. Nicht maar bloß dort. 2. Korinther, Kapitel 12, von Vers 37, mag ik nog lezen. En dit is waar Paulus zelfs davon reden deed. Hij zegt, wilst diese Offenbarungen so wat geroutet werden, wordt mij dat ik niet met mij stalt worden zal, een stachel en Fleisch, en dat Fleisch gegeven. Das Fleisch woont. Dort wordt van Erd en stof gemerkt dat. Niet aan zijn jas, niet aan zijn Seil, nicht in dort, wat er nie geboren wird, wat Christus hat nie gemerkt. No. En dort wordt nog van Erd en van stof weer. Door sagte er mijn Fleisch gegeven. Een engel van Satan te mij te mij sloen, te am weiden. So, ich habe den Herrn 3-mal doorheen aangehouden, dat hij mij dat verloten moest. Dat hij mij dat verloten mocht. Aber, zijn antwoord weer, meine Gnade ist genug für die, wils meine Kraft als een schwache Menschen stark. Doorheen red ik liefsten van mijn Schwachheit, dat Christus zijn kracht in mij te zijn is. Doorheen zie ik moutig, wanneer ik voor Christus schwach zie. Mishandeld wordt en nood zie. Vervolging en angst merk. Wils wann ik schwach zie, dan zie ik sterk. Wann mijn Körper, mijn Fleisch, dit wordt van ieder Stoff gemerkt, dat van dort lijden, dat van dort schwach is, dan zie ik sterk. Dan dat God zijn Jezus, zijn kracht zich openbaren durch mij, dat kan manche mensen zijn, dit komt niet van den zelfs. Dit komt niet uit de ihren stof. Dit komt van zelfsvoer. En dit is wat hij ervaren deed. Ik wil nog een afschnitt lezen uit Philippa kapitel 3, van 10 tot 21. Philippa kapitel 3, van vers 10 tot 21. Zegt ik wil dessen Christus kennenlernen. Dit is ook Paulus wat hier reden deed. Ik wil dessen Christus kennenlernen in de kracht die durch hij van dood opstond. Ik wil met zijn lijden wat om dood bekend worden. Dat heeft met mij dood te doen. En zo met aan en dood gelijk worden. Ik mocht doorgaan komen en van dood opstaan. Niet dat ik dat al heb, maar door en volkomen zie, maar ik doe alles wat ik kan, dat te houden te krijgen, waar en Christus Jezus mij al te houden heeft. Brüder, ik zie mij niet, sei mij niet zoveel aan, dat ik dat al te houden heb. Maar, einerlei doe ik. Ik vergeet wat er hinter mij ligt en raak mij uit naar dat wat voor mij is. Bemerkt hier, hij is op een weg. Hij is nog niet door. Dal dingen zijn al hinter aan, maar dat is nog dal ver aan. Zegt, ik zie nog niet door, maar ik zie op een weg. En ik streef naar dat wat er voor mij ligt, dat wat er hinter mij is, dat laat ik mij niet terughouden.
Vers 14. Ik jou op dat ziel los, den prijs te krijgen, woordat God mij van Himmel en Christus Jezus geroepen heeft. Alle, die wie al volkomen am Glauben sind, zie, volkomen am Glauben, ja, aber volkomen am Charpa, nee. Alle, die wie al volkomen am Glauben sind, sollen so gesonnen sein. En wanneer je aan irgendwas anders denken, Gott wordt je dort nog openbaren. Immerhan, doe nou als ons genade geeft, doe nou wel wie ook leven. Bruder, komt mij hingen aan en kijkt op die zo leven als ik als ik dort vergeleefd heb. Ik heb je dort al verken gezegd en zei je dort nog eenmaal met tronen. Vele leven zo als zij de vriend van Christus zijn kruis zijn. En dit is waar, ik wil een beetje terugkomen nog. Een wordt de verdammnis zijn, wils boek als God. Zij zijn stolz met dat, womit ze zich schämen zullen. En zij beschaffen zich met dingen die te deze Welt gehören. Ons Bürgerreich über es im Himmel. En wir lernen all ab. Sie, wir sind noch nicht durch, wir lernen ab. Dort ons Heiland en Herr Christus von kommen wird. Hij wordt durch seine Kraft, durch die hij sich alles unterdonen merkt, unseren nüchtern Körper umändern, zodat die seinen verherrlichten Körper lignen wird. Preis Gott. Dit kommt noch. Dit ist noch nicht vorig. Wir sind am Weg dahin. Aber er sagt hier, ich habe euch euer all geworden und ich warne euch nur noch einmal, sagt er, even mit Thron. Sagt er, viele, was die Christen an, sagt er, die leben so, als wenn sie die Fienden sind von Christus in Kreuz. Nicht die Fienden von Christus, aber von der Kreuz, von der Lieden. Viele Menschen leben in Predigen von der, als wenn sie die Fienden sind von Lieden. Sagt, wenn du Lieden lässt, dann bist du nicht Gott unterdun. Wenn du Lieden lässt, dann bist du nicht mit Gott in Gemeinschaft. Und sagt er, die beschaffen sich mit Dingen von dieser Welt. Und ich will dich warnen von der, und mich selbst auch. Wir haben von der Lehrer, alle wegen rum uns, und bis mit ein paar Buttons drücken, kostet die auch horchen. Die beschaffen sich mit den Dingen von dieser Welt. Die erzielen erst nur dort, was hier ab ihr ist. Schenkt mir dein Geld. Die bühen sich ihr hier, die haben ihre Pläne, die haben ihre große Häuser, die haben ein Leben, ein ricket Leben. Von dort Geld, was Gott dir und mir anvertraut hat, was gebraucht soll, das Evangelium wiederzubringen in dein Leben in golden Tag zu enden. Sagt er, das sind nicht Freunde von Gott sein Reich. Diese Dinge beschaffen sich mit den Dingen von dieser Welt. Was wir vorsichtig sein. Paulus sagt, dort mir nur gehen, zoals die mij haben gezien voor het voorbeeld, en zoals anderen betracht die ihr Leben, en dat die voorbeeld nu gaan. Viele von die, wat wir aankijken dan, wie ons boodschappen wie horen dan, we hebben geen idee wat van leven die vieren dan. Want dat programma is te eng als, oh, maar hier zit über alles zo schijn, leidt über alles zo smak. We hebben geen idee wat van leven die vieren dan. Waarom worden we zo'n mensen ihre Lieder horchen? Weil es stimmt allmals nicht mit Gott sein Wort. Weil es lernen, dass du sollst nicht leiden in dieser Welt. Und Gott sagt, du sollst. Gott sagt, das ist ein Port von der Erfahrung von dem Leben. Dass wir Jesus in die Erfahrung, und was deine und meine Erfahrung sind, but wie diesen jeden Stoff, den Körper ist, wird offline, in den neuen christlichen, ähnlichen Körper wird antreten, dann wird das ewig sein. Aber but dann,
wat dat een poort van onze ervaring zijn. En wat dan wordt hij ons genoeg geven dat echt te dragen. En hij wordt even al dat merken laten ten gouden dienen in ons leven. David zegt in Psalm 119, dat is goud voor mij, dat ik lijden moet. Wils eer ik lijden, dan denk ik God brukt deze dingen in ons leven ten gouden van wie aan leven doen. Hij wordt het al uitarbeiden en ten laatst wordt het nog gebruikt ten ons dessen jeden stofje körper auftragen. Wie naam dat? Den dood. En dan wordt ons een nieuwe christelijk ähnlichen körper geven. Voor alle herrlichheid. En dan worden deze dingen voor immer hingen ons zijn. Maar nu is dat nog niet zo. Nu zijn we nog niet alles wat alles Christus ungedaan is. Maar wenn wir am ungedaan zijn, dan helpt hij ons en tröst ons en al deze omstandigheden en alles wat we ervaren doen. Wat immer dat is, wat in ons leven wordt aankomen. Mochten wir uns nicht verleiten lassen. Mochten wir uns nicht von falschen Lehrern lassen abblosen. Und das will uns sein, wann jene somebody horchen down, wann den seine Lehre jünd merkt, andere Christen kritisieren, dort ist all Nummer ein Teken, dass die Lehre falsch ist. Wir sind noch nicht alle vollkommen, aber wir sind Christus sein Körper. Und wenn wir Christus sein Körper kritisieren, dann wir arm kritisieren. Wenn wir gegen Christus sein Körper reden, dann wir gegen arm reden. Wenn wir uns nicht verleiten lassen, wenn wir nur sein Wut horchen, wenn wir uns mit sein Wut beschäftigen, lieber an steht horchen, was andere Menschen über sein Wut sagen, wenn wir wollen horchen, was er selbst sagt. Wenn wir du an uns vertiefen, wenn wir mit unseren Taubkum studieren Gott sein Wort, sagen, was sagt er? Wenn wir am beter kennenlernen, wenn wir Frauen uns was so eine Anstalt geben, als Paulus hat. Paulus sagt, ich will bekannt worden mit seinen Lieden, even bei Tod. Door met sterven, zodat ik ook kon abgeweikt worden vom Tod. Is dat dein Verlangen? Is dat wo dein Hort ist? Aber was du brauchst, musst du leider te komen durch das Leben als möglich. Wat is dein Verlangen? Wir werden zu beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass du uns hast, hier in dieser Welt hingestellt. Du wirst das so, sagt dein Wort. Deine Gnade will das so. Willst du selbst die identifizieren mit uns? Du nimmst Menschengestalt an, du nimmst auch einen Körper an, was du von Fleisch und Blut wir, was du von irdem Stoff wir. Und du deins Leben, du erfährst all die Dinge, was wir auch erfahren, so dass du uns verstehen kannst, dass du uns trösten kannst, dass du uns helfen kannst und all diese Dinge. Und Dankeschön, Herr, für die große Versprechung, was du uns gegeben hast, dass du wirst immer mit uns sein. Du hast uns all versiegelt mit deinen Helden, yes. Und du wirst uns dahin bringen, wo du uns hin willst, wo wir auch hin wollen, wo diese Dinge nicht mehr warnen von sind. Aber Herr, nu in dieser Zeit wirst du uns genug Gnade geben. Und durch unsere Schwachheiten, durch unsere Limitations, wirst du deine Kraft beweisen, sodass du wirst stark bewezen worden, dass du wirst verherrlicht worden, even in diesen Zeit, in diesen Körper, und even in unsere Schwachheiten, du wirst verherrlicht worden, und nicht nur bloß dort, aber dann auch in aller Ewigkeit. Dankeschön, Herr, für was du reingemerkt hast, was du uns versprochen hast. Dankeschön, dass wir nicht abgeben, nicht mutlos worden, wann wir all diese Dinge auch erfahren tun. Dankeschön, Herr, dass du die alle zum Guten merkst, wenn wir die leben und die vertrauen. In Jesus' Namen dank wir dir. Amen.